Fans sorgen hier ordentlich für Stimmung. Lassen wir uns überraschen, was für eine Partie uns diese beiden Mannschaften heute bieten werden, liebe Zuschauer. Das Spiel wird nach vorne getragen. Die Zuschauer murren und ich muss auch sagen, Extrem schnell der Pfiff. er schiebt den Ball durch die Mitte. Wir warten noch immer auf den ersten Treffer. Vielleicht ist es gleich soweit. Schön gespielt, aber noch keine Gefahr fürs Tor. Gegen Patagonia. Guter Pass. Gegen Patagonia. Und da ist die Lücke. Befreiungsschlag. Ein Schuss aufs Tor. Ein Wahnsinnstor. Das ist das erste Tor dieser Begegnung. 15 Minuten sind gespielt. Den hat... Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Und es bleibt mir nur noch Zeit, um auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Und hereingeflankt. Gegen Hansea. Wunderbares Zuspiel. Der Ball ist draußen. Gute Position für einen Einwurf. Gegen Old Firm. Sie brauchen den Ausgleich und somit eine gute Flanke. Oh, der probiert's. Die Mitspieler bewegen sich gut vor dem Tor, also rein mit der Flanke. Gegen Old Firm. So, und jetzt hat er Platz. Gegen Peloponnese. Ist einfach nicht vorbeizukommen. Beeindruckend starke Abwehr. Eine schnelle Bewegung des Spielers da rechts außen. Die Flanke war nun wirklich nicht schlecht, aber gut reagiert vom Verteidiger. So gibt's Ecke. Schöne Bananenflanke. Da hält er voll drauf. Der ging genau in die Arme des Torhüters. Aber der Gegner schläft nicht. Ja, sehr schön abgefangen. Alle Optionen für eine gute Flanke. Und aufs Tor. Das wäre fast richtig teuer geworden, aber die Abwehr hat da blitzschnell reagiert. So gibt's Ecke. Der Ball fliegt direkt vors Tor. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um den Ball aus dem Strafraum zu halten. Und er schlägt eine Flanke. Oh, wie knapp war das denn? Mit dem Ausgleich wäre das Spiel womöglich nochmal gekippt, Hansi. Absolut d'accord. Sie wollen diesen Ausgleich, aber die Sicherheit im Abschluss fehlt einfach. Jetzt könnten sie von links flanken. Jetzt könnte er den Ball in die Mitte schlagen. Und Schuss. Oh, er geht rein. Beide Teams sind jetzt wieder gleich auf. Ich bin gespannt, ob sie jetzt genau da anknüpfen und versuchen wir sofort nach.
Das 1:1, es geht von neuem los. Aus dem Ball könnte was werden. Gefahr fürs erste gebannt. Die Abwehr macht einen guten Eindruck. Die Mitspieler bewegen sich gut vor dem Tor, also rein mit der Flanke. Gegen Hansea. Leichtes Spiel für die Verteidigung. Gegen Old Firm Green. Und durch die Abwehr hindurchgeschoben. Die Chance hier wieder in Führung zu gehen. Gegen Peloponnesos. Und jetzt versucht es. Das war nix. Die Abwehr ist extrem löchrig. Trotzdem können sie kein Kapital draus schlagen. Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee und der ein oder andere sieht mir danach aus, als könnte er die Pause gut vertragen. Man kann ihre Motivation beinahe von hier aus spüren. Also Wolf, im Moment ist es... Gegen Patagonia. Die zweite Hälfte läuft. Die Trainer haben nochmal 15 Minuten Zeit gehabt. Jetzt ist es an den Spielern, das umzusetzen. Keiner der beiden Trainer hat einen Spielerwechsel für nötig befunden. Rechte Außenbahn. Da sind viele Abnehmer. Gegen Hansea. Er hat ihm den Ball abgenommen. Klasse gemacht. Über links könnte es gefährlich werden. Gegen Old Firm Green. Und er schießt. Kopfballabwehr. Gegen Peloponnesos. Es sieht so aus, als wolle er flanken. Flanke. Sie kriegen dort außen wieder die Chance zum Flanken. Spiel doch rüber, Junge. Gegen Der Rechtsverteidiger muss aufpassen. linke Außenbahn. Und Schuss. Die Abwehr steht bombenfest. Gegen 5 Minuten bis zur Pause. Der Rückstand beträgt nach wie vor ein Tor. Von da aus könnte er eine Flanke bringen. Er spielt den Ball erstmal weg. Gegen Peloponnesos. Erfolgreiches Zuspiel. Schöne Abwehraktion. Da spielt der Ball ja gar keine Rolle. Freistoß. Da haben sie sich rechts eine schöne Chance herausgespielt. Absolut gute Position zum Flanken. Von da aus hätte er treffen müssen. Und wieder taucht die Frage auf, ob er nicht besser abgespielt hätte. 60 Minuten sind durch.
Abseitsposition angezeigt vom Assistenten und damit Ballbesitz für den Gegner. Gefährlicher Ball durch die Mitte. Solide Defensivarbeit, Zuspiel unterbunden und geklärt. Gegen Hanseaten. Ein Torunterschied im Moment, jetzt da noch 5 Minuten zu spielen sind. Unfaire Attacke, Freistoß. So muss man den Gegner stören, das war wie aus dem Lehrbuch. Er stand mutterseelenallein im Strafraum. Das war doch abzusehen. Ein Ball für den Torhüter. Gegen Old Firm Green. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Mannschaften. Wir haben immer noch keinen Sieger, aber es wird einen geben. Versprochen. Gegen Peloponnesos. Der Anstoß zur ersten Hälfte der Verlängerung wurde ausgeführt. Dieser Ausgleichstreffer so kurz vor Spielende war sicher eine bittere Pille für das Team, Hansi. Na, die wissen natürlich ganz genau, schon der kleinste Fehler kann das Spiel entscheiden. Also hoffen wir, dass sie konzentriert weiterspielen. Und er holt sich den Freistoß und die Position ist exzellent. Das ist nah genug, um einen Schuss aufs Tor zu riskieren. Er probiert's mit einem Fallrückzieher. Eine vertane Chance. Wer sich keine Chancen erarbeitet, kann auch nicht treffen. Irgendwann klappt es. Souverän geklärt, wichtiger Ballgewinn. Jetzt könnten sie von rechts flanken. Und jetzt versucht es. Der Ball ist drin, der absolute Wahnsinn. Es hat lange gedauert, aber jetzt haben sie die Führung übernommen. Nur kurz vor Ende dieser ersten Halbzeit der Verlängerung. Ein Kunstschuss ins linke Eck. Jetzt liegen sie wieder in Führung, Hansi, und sie werden mit Sicherheit alles dran setzen, das zu verteidigen. Ja, aber gerade in dieser Phase des Spiels geht die Konzentration ganz leicht den Bach runter. Hoffentlich bleiben sie hellwach. Endlich zieht mal einer ab. Gegen Patagonia. Wenn sie jetzt ganz exakt spielen, dann schlägt es gleich wieder ein. Aus der Entfernung draufgehalten. Das war die beste Option für den Torhüter. Eckball. Steht da jemand vor dem Tor bereit? Gegen Old Firm Green. Da geht der Abwehrspieler dazwischen. Schön gespielt. Weggeköpft.
Die Mannen sind müde, aber die zweite Hälfte steht kurz bevor. Wie würdest du das Spiel bisher kommentieren? Gegen Peloponnesos. Das war der Anpfiff für den zweiten Durchgang der Verlängerung, liebe Zuschauer. Keines der beiden Teams kann sich einen längerfristigen Vorteil erarbeiten. Riesenchance von rechts da mal reinzuspielen. Gut getimte Rettungsaktion. Gut die Lücke gesehen. Er setzt an zum Kopfstoß aufs Tor. Oh nein, über die Latte. Gefahr gebannt. Jetzt geht er hoch. So macht das Spaß. Jetzt will er es wissen. Ein verunglückter Schuss. Die Riesenchance zum Ausgleich, Hansi. Oh ja, der werden sie nachtrauen. Aus der zweiten Reihe. Und traumhaft gemacht. Ja, wieder gleichgezogen. Kurz vor Ende der Verlängerung. Alles wieder offen. Es steht 2:2. Es braucht jetzt eine gute Hereingabe. Den will er jetzt reinmachen. No. Damit sind sie erneut am gegnerischen Team vorbeigezogen. In den letzten Minuten der Verlängerung. Der ging ungebremst mitten rein. Der Großteil der Fans ist absolut beliebt. Da sind sie zu nachlässig. Mit einem Tor sind sie jetzt vorne. 3:2. Er geht den Ball hinterher und könnte flanken. Oh nein, wie peinlich. Na, das war ja ein reiner Spaziergang für sie. Das ist wahr. Ja, das stimmt, Wolf. Beide Teams haben gut gespielt, aber das Tor zeigt einmal mehr, dass man bis zum Schlusspfiff kämpfen muss. Und damit ist es an der Zeit, mich bei meinem Co-Kommentator Hansi Küpper zu bedanken. Es war ein großartiger Abend, Wolf. Das war's endgültig. Bleiben Sie sportlich und